Am dritten Tag von unserer Vakanz holen wir Schmatt durch Schallstadt. Wer Schallstadt von tun und was im Camping so geschieht, das sieht ihr an diesem Blog. Tag 3 von unserer Vakanz. Das ist ultra kalt, meine Hände sind eisig. Aber wir haben einen guten Ausblick. Vielleicht gibt es viel Touren dafür bezahlen. Sonne nicht raus. Ja, ich stehe auf. Ich muss noch gucken, was ich meine. Vielleicht auf die Toilette. Aber oder vielleicht will ich Schoki. Vielleicht nicht. Welche Schoki. We'll see. Wir haben heute viel vier. Wir fahren nach Palstadt anscheinend. Ja, vielleicht ist schon der Tasche. Das weiß, das ist Eis. Weil gesagt, ist doch gut. Nicht kalt. Wir bauen unseren Decken und Schlafsack. Ich hatte den Schlafsack sogar ab. Also dann von gegangen. Es war nicht so kalt. Es ist mir dann, wo es kalt wird, spüren. Ihr seht, das Auto ist auch gefroren. Jetzt mal 4. Gut Miezi. Also schön ist, wenn das so warm. Ich meine sogar mit der Kamera aufgeschlagen. Ja, das ist schon geil. Hey. Are you ready? Als Routine ist meistens immer dieselbe. Also ich stehe ab für dich. Sarah bleibt noch ein bisschen liegen. Und dann irgendwann ist der Rauchbrett. Und dann fällt das alles durch und lädt mal alles raus. Und dann kann ich alles an das Auto legen. Sicher. Auto ist geparkt, gehen Sarah da hinten sichern. Kleines Problem. Mein Autoschlüssel liegt noch am Dachzelt. Das heißt, ich kann mich immer amüsieren, den Dachzelt abzumachen und den Autoschlüssel sichern zu gehen. Das ist nicht schlimm. Noch ein Kehr von 4. Nach einer kleinen Verzögerung kann ich als Kollege wieder, der sieht also nach halb voll. Der Tisch später noch einfach ganz voll machen. So. Up. Da muss ich gehen. Noch ein voll. Voilà. Normalerweise noch mehr wie genug Wasser für die nächste Tisch. Another cat. Auf einmal umzingelt von Katzen. Fazit von dem Camping: Top 5 Sterne, gehützt, Toiletten, alles renoviert, warm duschen. Also wir hatten in Italien teilweise kalt duschen. Wir haben ultra Chance, man wird ein bisschen just blauen Himmel. Während dem Tag ist es doch gut warm, an der Nähe ist es gut kalt. Ich bin gespannt, wie das Slowenien ist. Die Meteo sieht, während dem Tag noch mehr warm. Wir sind zur Hallstatt gekommen. Parking, also sie lauter Parking P1, P2, P3, P4. Wir haben uns mal auf der P1 gestellt. Wir haben schon in Kommentare gesehen, dass das anscheinend teuer ist. Wir wollten eigentlich hier rauskommen. Wie viel das dann kostet? Boah, das ist ja sauer. 1 Stunde 5 Euro, 2 Stunden 9 Stunden, 9 Euro. 3 bis 4 Stunden 10 Euro. Teuer, aber die muss ja irgendwo so verdienen, die steht halt crazy da. Mehr Trippeln, gerade bei den Gondeln, die da rumfahren.
Wir gucken mal, wie viel das kostet. Ich so, preislich Schmerzgrenze wäre 5 Euro auf den Kopf. Sarah so, wäre 10 Euro auf den Kopf. Wir meinen allen zwei, dass das locker 12 Euro auf den Kopf ist. Schieß für darauf zu fahren. Wir gucken mal, wie viel das kostet. Wir haben Pfand. Also wir haben auf 12 Euro getippt. Und ein Erwurstene kostet. Up and down 25 Euro. Pro Person? Ja. Das ist doch ein Freshet. Crazy, wie teuer das ist. Oh, mit 24 Euro auf den Kopf, hast du direkt 50 Euro los, hä? Ja. Ja, das wird das Sinn. Nee. Nein. Nicht mit uns. Scheint, sie sollte ja ganz schön heißen. Der hat für so einen Optieren leider 6 Euro Gebühren. Also ist in einem Grund. Am Anfang kann ich mit der Spurkäse am Ausland ohne Gebühren so einen Optieren. Nee, nicht, ja. Mir anscheinend heute zur Hallstatt nicht. Ja, das ist eine Erinnerung an uns selber. Komischerweise. Zuletzt so einen Optieren. Ja, ist auch nicht schlau. Wir waren an Italien haben wir auch so einen abgehoben und da waren keine Gebühren. Brav. Österreich ist ein bisschen different. Ja, Österreich, not touristy friendly apparently. Ja, fresh. Ist mir doch egal, ganz ehrlich. 5 Euro pro Stunde und dann nach Gebühren beim Suchen optieren. Bad Vibes halt die Stadt, Bad Vibes. Oh, ist auch schön. Ja, du. Da gibt man nicht so viel. Not bad. Mein neuer Katzenfreund von. Your friend. Wow. So, wir haben den Viewpoint gefunden. Wir haben uns auch schon amüsiert, Fotos zu machen. Das ist auch ultra schön. So gesehen. Also ich verstehe, wie wer da dort ein Haus bekannt ist. Ich kann eigentlich Haus so rüber. Und das ist voll, aber wir sind wieder in der Nebensaison. Ja, wir waren noch ein bisschen Verpflegung sichern. Käse für die Schmier. Und Glasse. So, Sarah ist nach den Ticket bezahlen gegangen. Hallstatt ein bisschen overrated, hat ein paar gute Views. Auch nicht viel mehr, alles ziemlich steuer. Ich weiß nicht, ob das so worth it war. Okay? Also, die Dachzelt ist abgebaut, wie der gesehen oder wie der Kont gesehen. Steht alles, der kann auch mal ein bisschen dröschen, weil das ist ganz nass. Seid doch nicht schön aus, das ist ein dick Wollig. Die Camping Life, ob man mir möchtet, mega Spaß. Dem Sarah meint auch. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Da sind an der Kehl, da sind nicht bei sich daheim. Muss ich schon ein bisschen aus einer Komfortzone raus. Zumal waren Temperaturen nicht mitspielen, dem no way. Aber ich bin der Meinung, weil natürlich so eine Vakanz ist natürlich viel mehr billig wie eine Vakanz von einem Sternenhotel all inclusive. Aber dafür muss ich halt verschiedene Abstriche machen, wo ich dann Sachen anspürt. Natürlich, wenn eine Vakanz nicht so viel kostet, ermöglicht das auch mehr Vakanzen zu machen und noch mehr lange Vakanzen zu machen. Ich fand das praktisch, weil ich jung, ich will noch viel erleben. Ich trainiere ein bisschen, vielleicht haltet ihr ab, da fängt schon mal kochen. Haut erstmal wie Kings, so ein Jazz. Boah, wir waren am Kaufen. Nudeln, mir nicht einfach Nudeln.
Me könnt ihr euch nach runde Kollege erinnern? Mein oder die Scouten hier in 25 Liter bitte. Also da könnt ihr euch erinnern, schon ja heute Morgen abgefüllt. Das war voll und wir haben heute noch nicht benutzt, die Flaschen zu füllen oder so. Und ich war voll. Und wo ich dann kochen wollte, war Neidel. Der Tisch, den ist komplett ausgelaufen am Auto. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also das ist nicht bei meinem Face gekommen. Das ist wahrscheinlich ganz lös ausgelaufen. Und der Boden war ein bisschen abgeschwollen. Das ist halt plötzlich nass. Und das ist nicht gut. Bei Kaschimmeln kann vieles geschehen. Mal lös. Ich meine, das wird schon noch regeln. Probiert Wasser da irgendwie abzusaugen. Wir waren bei 25 Liter, das ist einfach nass. Auf alle Fall, wie viel Druck gesagt, wir haben heute GSV Kings. Ich weiß nicht, ob ihr auf der Timelapse gesehen habt, aber ich hatte Saucissen mit Nudeln und Champignon. Und Sarah ist Vegetarier, hat Nudeln und Champignon. Und dann noch so ein Veggie Patty. Mit irgendwas, mit Käse auch nach meinem Strand. Also, das war gut gewesen. Und ja, es war alles hektisch, es hat geregnet, alles ein bisschen stressig gewesen. Ich kann mich nicht beschweren. Wenn sich an meiner Position beschwert, möchte ich etwas falsch. Keine Ahnung, ich stehe freiwillig hier und ich war ganz. Viele Leute nicht. Und dafür kann ich mich, wenn das geht, nicht beschweren. Sagt mir Bescheid. Gerne in den Kommentaren, wie fand ihr bislang? Wir sind normalerweise bei meinem 5. Video. Okay, ich gehe mal mehr beim Schneiden. Wie gesagt, ich bin nach Ultra den Aufhänger. Ich gehe mal mehr, sollte man Bescheid, ob die gut sind oder was den noch so kennt verändern, weil es gibt bestimmt nicht den letzten Vlog, auch nicht die letzte Drehs, wo ich euch mitholen. Und voilà, sollte man was besser machen. Ich sage euch merci für das Gucken. Und dann meine ich mich nur bei euch, wenn es darum heißt Day 4 von unserer Vakanz. Nächsten Mittwoch holen wir Schmatt durch Slowenien. Du hast mir wunderschönen Wasserfall gesehen. Wasser, was ich so an enger Farbe noch nie gesehen habe. Was für ein Stadt das? Seht ihr nächsten Mittwoch.